Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktikfuchs. Ole, ich sag euch meine Meinung zum Spiel gegen den SC Freiburg und zeige euch, wie ich die Mannschaft aufstellen würde. Und bevor wir das tun, immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, ihr kennt den Spaß. Hypen, liken, kommentieren, abonnieren. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Ja, wir spielen zu Hause gegen SC Freiburg. Ja, waren immer schwierige Spiele, in Anführungsstrichen. Gerade auswärts war es nochmal schwieriger. Ich glaube, die letzten 2 Heimspiele haben wir einmal 2:0, einmal 3:0 gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich gucke nochmal eben, nicht, dass ich euch hier Mist erzähle. Genau. Also von daher, mein Tipp ist auf jeden Fall 3:0. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ähm, ja, nach der Länderspielpause ist immer ein bisschen tricky. Ja, aber wir haben ja gute Erlebnisse gehabt. Und wenn Vinny die richtige Mannschaft aufstellt, denke ich, sollte das auch möglich sein. Natürlich hat Freiburg mehr Vorbereitungszeit, weil nicht so viele Nationalspieler etc. So, da brauchen wir nicht drüber reden am Ende des Tages. Wir spielen zu Hause, guckt euch unsere Saison an. Es gibt keine Ausreden, unsere Nationalspieler, wie gesagt, haben alle positive Erlebnisse gehabt. Das sollte mental auch klappen. Wir haben den einen oder anderen Ausfall, wie wir auf der PK gehört haben. Nichtsdestotrotz sollten wir eine Mannschaft auf dem Feld kriegen, die das Spiel gewinnen sollte. Das ist, was ich erwarte. Es kann natürlich aber auch, wenn Freiburg einen richtig guten Tag hat, also, wir wissen, dass Freiburg ein unangenehmer Gegner ist, so. Da brauchen wir auch nicht drüber reden, ja. Aber wenn wir gucken, wie unsere Spieler gerade drauf sind und performen, ja, dann darf es eigentlich keine Ausreden geben. Hat Vinny auch so kommuniziert, dass es keine Ausreden gibt, und von daher erwarte ich ein 3:0. Und damit, gehen wir rein in die Aufstellung. Manuel Neuer ist kränklich, von daher würde ich ihn Urbich bringen. Wie gesagt, Urbich ist für mich ein absoluter No-Brainer, ja, und wenn Manuel Neuer jetzt immer noch mit einer Erkältung da rumeiert und heute nicht 100% fit ist, ja, sorry. Die Leistung bei Union war jetzt auch nicht so überragend, dass man sagen muss: „Oh, wir müssen aber unbedingt 'n Manuel Neuer da haben", auch wenn er nur bei 80% ist. Wenn du 'n Urbich dahinter hast, der bisher ohne Fehde und Tadel war, ja, dann stell 'n Urbich auf und gut ist. Dann kann der Manu sich noch mal ausruhen und gut. Gut, von daher steht 'n Urbich bei mir im Tor. Innenverteidigung, ja, sollte auch klar sein. Ja, das ist unsere beste Innenverteidigung aktuell, wenn beide fit sind. Haben beide zu spielen. Ansonsten, Ito ist wieder mit dabei. Ja, wird wahrscheinlich noch ein bisschen früh kommen, 'n Einsatz, aber ich freue mich, riesig darüber. Ja, das heißt, wir können, wenn ich 'n Min-Jae auch noch finde, können hier glatt mal 'n Kim eintragen und wir können hier mal 'n Ito eintragen. Das ist ja grandios. Ja, wir könnten natürlich 'n Ito auch als Linksverteidiger-Alternative aufstellen. Ja, aber gut, so ist es. Ähm, bei mir würde 'n Stanley immer noch rechts spielen, werde nicht müde, und 'n Conny Leimer würde links spielen, aber da haben wir natürlich jetzt auch die etwas defensivere Alternative mit Ito. Allerdings weiß ich nicht, wie weit er schon ist, und ich denke, 'n Conny Leimer ist grade auch unverzichtbar in dieser Mannschaft. Aber die Rückkehr von Ito wird vielleicht 'n Conny Leimer auch wieder mehr ins Zentrum drängen lassen. Die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Von daher mal abwarten. Gut, auf der Rechtsverteidigerposi haben wir natürlich 'n Boe als Alternative, auch wenn er nicht wirklich, 'ne hundertprozentige Alternative ist und ich davon ausgehe, dass er uns, im Winter verlassen wird, wenn da 'n ansatzweise vernünftiges Angebot kommt. Wir werden's sehen. Aber aktuell ist er Teil unseres Kaders und ist natürlich 'ne Alternative, wenn's dann irgendwie Wehwehchen hat oder sonst was. Gut, kommen wir zur Zentrale. Kimmich hat ja 'n bisschen pausiert bei der Nationalmannschaft, danach hat er ja gespielt, soweit ich das weiß. Ich bin da aber auch nicht ganz im Thema. Also, wenn Kimmich fit ist, ja, dann spielt er. Pavlovic will ich außen vor lassen, weil ich da gehört habe, dass er nicht so fit war. Für mich würde Tom Bischof neben Josua Kimmich auflaufen. Goretzka soll nicht so gut performt haben bei der Nationalmannschaft. Ist jetzt nichts, was mich überraschen würde. Ja, sage ich euch auch, wie es ist. Ihr wisst, was ich von Goretzka halte. Ähm, er braucht halt das System, in dem er, aufgehen kann, und ja,
Ich weiß nicht, ob er das beim FC Bayern oder der Nationalmannschaft findet, aber gut. Alternative natürlich Pavlo. Ich weiß nicht, wie fit er ist. Ja, ansonsten kann man natürlich auch Pavlo um Bischof aufstellen. Auch das hätte ich keine Kopfschmerzen, wenn man König Josua noch mal ein bisschen schonen möchte für Arsenal schon mal. Aber Vinny jetzt auch gesagt, da wird nicht drauf geschaut aktuell. Ja, ob sich das dann rächt oder nicht, wird man dann gegen Arsenal sehen. Bei mir würde Tom Bischof auf jeden Fall in der Zentrale auflaufen. Ich denke, das hat er sich auch mal wieder verdient, auch durch seine starken Leistungen bei der U21. Ja, Punkt. Gut, vorne der Bums sollte auch relativ klar sein. Serge Gnabry fällt aus. Ja, ich gehe auch davon aus, dass er gegen Arsenal noch ausfallen wird. Luis Diaz, unsere Maschine auf der linken Seite. Lennart Kahl, das Momentum hat in beiden Spielen bei der U21 getroffen. Ein Spiel sogar doppelt. Von daher absoluter No-Brainer würde ich bringen auf der rechten Seite. Durch den Ausfall von Serge ist die Mitte frei für Ulisse, ja, der auch erst richtig gut performt hat, nachdem er auf die Zehnerposition in der Mitte spielen durfte bei Frankreich, wie ich gelesen habe. Von daher auch ein absoluter No-Brainer, ihn in die Mitte zu stellen und Harry Kane vorne rein. Ja, als Alternative haben wir Nicolas Jackson, den man dann nochmal bringen kann für einen dieser 4 Spieler, je nachdem, wie das Spiel läuft, wie der Spielstand ist, wie die Minuten sind. Ja, ich weiß gar nicht, wie es aussieht. Ich glaube, U17, WM, EM war ein schnelles Ende. Wenn Minster Mike schon wieder da ist, ist er natürlich noch eine Alternative auf der Außenbahn. Ja, ansonsten haben wir in der Offensive ja gerade nicht wirklich noch irgendwelche Alternativen. Ja, außer irgendwelche Jugendspieler dann halt. Ja, ich sehe jetzt keine Alternative, die da ist. Ja, wie gesagt, Gnabry fällt aus, Musiala fällt immer noch aus. Jackson ist da, Winston Mike ist da. Das sind die Alternativen, an die wir haben. Wir könnten natürlich noch einen Ulisse nach außen ziehen, Tom Bischof auf die 10er-Posi oder einen Pavlovic auf die 10er-Posi. Auch das sollte möglich sein, denke ich. Nötig sollte es nicht sein, wenn wir ehrlich sind. Wir haben noch Guerrero, da weiß ich aber gar nicht, wie fit er ist. Der wäre auch noch eine Alternative auf der 10er oder auf der Linksverteidiger-Posi. Ich mache ihn mal vorne mit rein, weil auf der Linksverteidiger-Posi hat er ja nicht wirklich mehr gespielt diese Saison. Also auch ein Guerrero wäre noch eine Option für die 10er-Posi. Ich gehe nicht davon aus, dass wir Karl und Bischof in der Startelf sehen werden. Würde mich sehr überraschen, aber wer weiß. Sehr wahrscheinlich wird es dann eher auf den Guerrero auf der 10er-Posi hinauslaufen, wenn der fit ist. Und wahrscheinlich auf einen Pavlo oder einen Leon neben Josh. Aber vielleicht spielt Arsenal doch schon eine Rolle und wir sehen ein bisschen die formstarken Bischof und Karl hätten sich auf jeden Fall verdient, meiner Meinung nach. Und ja, Leute, das ist meine Meinung zum Spiel. Ich wünsche uns ein gutes Spiel. Rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Haut rein. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind hier allein, weil sie alles erleben können. Gute Freunde sind hier